Heute ist die vorerst letzte Sendung. Auftanzt mit die Borzenbrüder. Aber nichtsdestotrotz gibt es heute einen super Tanz. Ich bin der Berger, bekannt weder aus Funk noch aus Fernsehen. Ich und meine Frau Bernadette werden euch heute nämlich den Maxberger zeigen. Der Maxberger ist eigentlich jetzt kein klassischer, ich gehe mal heute auf die Kirche und da wird das gespielt Tanz, aber es ist ein schöner Austanz, Kirchertanz und vielleicht machen wir es so publik, dass man jetzt öfter hört. Ist auch ganz leicht, ein schöner Figurentanz. Losgehen tut's, dass man sich gegenübersteht. Bei einem Austanzen ist ja normalerweise im Kreis, da steht der Bursch innen, aber wir stehen jetzt dann quasi im wilden Verbund. Nachher wird es sehen, wenn die Kircherpaare aus Ammersricht das tanzen, dass die dann auch einfach wild stehen und den Tanz kann man immer tanzen. Man steht sich gegenüber, die Grundtanzhaltung ist, dass man die Hände in den Hüften hat. Der Tanz unterteilt sich in drei Teile. Der erste Teil ist ein Klatschteil, der geht so, rechts, links, gemeinsam, rechts, links, gemeinsam. Das war der erste Teil. Da vielleicht auch wichtig, dass die Arme nicht locker runterhängen, das schaut dann immer ein bisschen zu lässig aus, dass man schön einfach die Hände in der Hüfte hat, das macht einen schneidigen Eindruck. Der zweite Teil nach dem Klatschen ist, man hakt sich unter, man fängt mit der rechten Seite an, die andere Hand in der Hüfte und macht den klassischen Ringereier. Schön hüpfend im Takt zur Musik, den bringt dann die Borzenbrüder Musik. Nach einer Zeit gibt es dann einen Wechsel mit Klatsch, man hängt auf der anderen Seite ein und macht den Tanz weiter. Das ist schon der ganze zweite Teil gewesen. Und der dritte Teil ist, man geht wieder in die Tanzhaltung, die Grundtanzhaltung und macht nur, weil beim Bordischen schon gelernt, den Wechselschritt, aber ohne dass man sich dann mit 4 Schritten um die Achse dreht. Heißt einfach nur Wechselschritt, 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 Wechselschritt. Man kann sich aber während dem Wechselschritt natürlich schon um die eigene Achse drehen, dass da ein bisschen Bewegung drin ist. Genau, und wenn der dritte Teil vorbei ist, stellt man sich wieder gegenüber, geht in die Grundtanzhaltung und fängt wieder mit dem Klatschen an. Das war der Maxberger. Das ist persönlich ein sehr lieber Tanz, den ich gern weitergeben möchte. Von daher haben wir den heute ins Programm aufgenommen. Wie gesagt am Anfang, ist die letzte Folge jetzt erstmal. Mal schauen, wie der Zuspruch ist und ob wir noch andere Folgen mit aufnehmen. Ein großes Danke geht natürlich an meine super Tanzpartnerin, meine Frau, die Bernadette, und die Kircherleute Ammersricht, die Borzenbrüder, die dann aufgespielt haben, und an unseren Top-Kameramann, der sich nachher noch mit einem Selfie bei uns verewigen darf. So, ich sage pfiat euch, wir sehen sie auf irgendeinem Festel und geht einfach auf uns zu, wir spielen alle Tänze, die ihr wollt.
Tschüss.